Das steigt alles so mordsmäßig an, habe ich das jetzt wirklich gemacht? War das unnötig? Ja, das war's. Jo, servus, hallo, haberiere und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heute haben wir mal wieder ein wenig grundlegenderes Thema, und zwar, wie bezeichnet man in Bayern, speziell in der Oberpfalz, seine Verwandtschaft. Das heißt, es gibt da verschiedene Verwandte und weil sage ich zu denen. Dabei gehe ich jetzt von mir aus immer weiter weg vom Stammbaum her, sage ich mal. Das seht ihr dann schon. Also, wer ist zuerst einmal am nächsten an mir dran? Das wird mein Bruder sein. Also mein Bruder, das ist ein Bruder. Und hätte ich eine Schwester, dann war das meine Schwester. Dann kommen meine Eltern. Meine Eltern, zu denen sage jetzt ich Papa und Mama. Man könnte theoretisch auch Vater, also Vater und Mutter sagen. Dann die Geschwister von den Eltern, das sind entweder Onkel, also Onkel, das gibt es nicht viel, oder Tante, Tanten. Die Kinder der Geschwister der Eltern, quasi Cousinen und Cousins, sind der Cousin und Cousine. Dann kommen Opa und Oma, das sind Opa und Oma bzw. Großmama und Großvater. Dann haben wir auch noch den Schwager oder die Schwägerin. Ein Schwager ist ein Schwager und eine Schwägerin ist eine Schwachere. Habe ich jetzt selber überlegen. Und weil in fast jeder Folge Bayerisch für Anfänger haben wir auch heute natürlich einen Spezialfall dabei. Und das ist der Großcousin bzw. die Großcousine. Großcousins und Großcousinen werden bei uns als Geschwisterkinder bezeichnet. Geschwisterkinder, Großcousin oder Großcousine. Ja, das war wie gesagt wieder eine eher grundlegende Folge Bayerisch für Anfänger. Ich habe gesehen, das mit diesen Mischmaß-Anleitungen kommt sehr gut bei euch an. Und somit haben wir uns entschieden, auch nächste Woche Dienstag wieder eine Anleitung für eine Mischmaß zu präsentieren. Welche das sein wird, ihr dürft gespannt sein. Wir werden das aber nicht alle hintereinander machen, weil sonst wird es ja langweilig, wenn alle in Massen kommen und dann kommt wieder überhaupt keine. Sondern wir werden immer mal wieder dazwischen so Mischmaß-Anleitungen einbauen. Wir haben unglaublich viele Rezepte gekriegt. Da haben wir auch sehr froh drüber, der Rest und ich, wie gesagt, wir probieren fast alles aus. Jetzt schauen wir mal, wir gehen steil auf die 4000 Abonnenten zu. Das steigt alles so mordsmäßig an, habe ich das jetzt wirklich gemacht. War das unnötig? Ja, das war's. Ja, ich bin gerade gut drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Schmarrn auf meinen Kanal kommt. Servus, bis zum nächsten Mal, euer Bavaria Blogger und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, liken, Snapchat sowieso und überhaupt. Und keine Sorge, ich mache ganz gewiss kein Musikvideo, weil ich irgendwie Wappadippadap singe. Bis zum nächsten Mal. Servus und seid freundlich. Habadere.